Marius. Ik wil van deze Marius vertalen van entscheidungen merken. Dus ik kan zijn aan jullie bulletin, wat ik mir gewählt habe als mijn titel voor de boodschap van deze Marius. Dus, ik geloof dat het sehr wichtig wat wir für Entscheidungen merken doen. Wir merken jede Dag merken wir Entscheidungen. Und wo wichtig das ist, die rechte Entscheidung zu merken. Von das Marius will wir uns naar de kerk te komen. En ik geloof dat is een goede Entscheidung. Ik geloof dat wat zum Sehen leiden. So will wir uns jede Dag, ich weiß nicht, was jeder einer sich Marius, erste Marius von der Abstunde hat, willen, der zu tun, als wir abstunden, dass wir mit Gott, ich will eine taub Gemeinschaft haben von der Stadt, wie den Tag begegnen tun. Oder als wir im Gebet gehen tun, was von Entscheidungen merken wir, erste Marius, jede Tag. Und ich glaube, es ist wichtig, wo wir die Entscheidung merken tun, dass Gott uns segnen kann und beschützen durch den Tag. Nicht wahr? Ich glaube, oftmals bedenkt wir gleich, wann wir Entscheidungen merken tun, was das tun, was die Folgen worden sind davon. Weil jede Entscheidung hat eine Folge. Deswegen, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir können, jeden Tag uns wählen, wo wir den Tag anfangen wollen, als wir mit einem Segen wollen oder mit einem Fluch. Ich glaube, wir brauchen immer Gott, jeden Tag, wenn wir abstunden, dass wir Zeit nehmen dürfen für ihn, dass er uns beschützen kann durch den Tag. Weil wir in uns Fleisch, in unsere fleischlichen Gedanken, denken wir oftmals bloß hier und nu. Wir denken gleich, was die Zukunft wird haben. Nur, wo wir die Entscheidung merken wollen. Es ist einer hier von vielen Menschen oftmals, der vertalen, man seine Heimat können erleben, durchleben, dass sie in der Vergangenheit haben, da würden sie sich andere Entscheidungen merken. Da würden sie ihr Leben anders leben. Das oftmals dann fallen durch schlimme Tiden von der Entscheidung, was einer gemerkt hat, dann sagen sie, wenn ich noch einmal die Gelegenheit habe, das Leben durchzuführen, dann würde ich mir anders wählen. Mein Leben anders zu leben. Aber wir haben eine Gelegenheit, das Leben durchzuleben. Wie kann ich trägen ans Leben nach Himmel anfangen? Deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass wir uns wählen tun, wo wir leben wollen, was wir mit uns leben wollen, was Gott uns gegeben hat. Und er hat uns die Freiheit gegeben zu wählen. Er hat uns so gemerkt, dass wir uns wählen können, wo wir leben wollen, ob es für uns, für das Fleisch oder für Gott. Und da denken sie immer so, warum hat Gott uns so gemerkt? Warum mögt uns nicht so, dass wir nicht wählen brauchten? Dass er uns merken, dass es er uns will haben, dass wir leben sollen, dann wird es viel leichter sein für uns. Weil oftmals gehen wir nicht im Yes, wir lassen uns nicht von den Yes leiden, deswegen glaube ich, merken wir rechte Entscheidungen. Er hat uns so merken als Computers oder Robots, bloß uns ein Programm, das was ihr tun in ihrem Leben, und so lange, wo ihr leben, dann wo ihr gleich dort tun, was ich will haben. Aber no, das ist nicht, was Gott will. Gott will haben, wir sollen uns wählen. Und sehen wollen wir, dass wir uns sollen wählen, am Leben. Am Leben und am zu dienen. Und das soll wir uns selbst wählen. Er will uns nicht merken, dass wir sollen am Leben. Aber dass wir können uns wählen. Und wir können in der Schrift auf verschiedene Städten sein, wo Menschen haben, sich rechte Entscheidungen merken, was die Folgen davon ist. Die Zukunft von so einer Stadt. Sogar der Engel, wenn anfängt, von Anfang an, was Gott erschaffen hat, er hat den Engel gemerkt. Und er hat einen Engel besonders gemerkt, Lucifer. Und er hat einen wiedergemeinen Geschmack gemerkt. Und der will sich auf einmal, er wird aufgänzlich, er wird stolz mit sich selbst. Und er will sich gegen Gott zu gehen. Und er nahm ein Drittel von all den Engeln, was Gott erschaffen hat, und ging gegen Gott. Und was ihm dort kosten hat. Und wir wissen, dass kostet ihm den Platz im Himmel. Er verlor den Platz im Himmel. Er muss aus dem Himmel rausgestellt werden, rausgeschubst werden. Er mit der Engel taub und wird in das Vieh geschmissen, was Matthäus 24, Vers 41 sagen, dass das Vieh, das wir reingemerkt für den Feind und seine Engel. Also das Vieh wird reingemerkt für den.
Da hat keine Gelegenheit, zu dem Himmel zu kommen. In Offenbarung 12, Vers 7 sagt es, in dem Himmel bricht ein Krieg aus. Michael und seine Engel kriegen gegen den Drak. Hier der Drak, das ist der Dragon, der Feind. Und der kriegt jeden Arm in den Engel. Da wird an den Feind seine Seite werden. Aber der Drak und seine Engel verloren. Und vor allem wie im Himmel keine Stadt mehr geblieben. Das habe ich hier. Der Stadt, was sie da hatten, der wird weggenommen worden von ihnen. Was er sich gewählt hat, er will kriegen gegen Gott. Und er verlor. Und der große Drak wird rückgestartet, der alte Schlange, der böse Feind in Satan genannt wird, in der ganzen Welt verlässt. Er wird mit seinen Engeltaub rauf auf die Erde geschmissen. Und so können wir lesen, auf vielen Stellen in der Schrift, was der Feind getan hat. Er verlässt die ganze Welt. Wo immer er kann, so viel als er kann uitreden, haben die Welt und alle Menschen verlassen. Er fängt an von Adam und Eva. Adam und Eva hatten auch einen freien Willen gekriegt. Gott hat den Garten erschaffen. Alles, was entfehlen hat, um die Band zu sein, was entfehlt am Leben. Sie hatten alles, was entfehlt. Aber Gott hat ihnen auch einen freien Willen gegeben. Und der Feind, der wir da auch führt, der wir da reiten, haben wir ihn zu verlassen. Und Gott hat gesagt, dass sie können von allen Früchten eten, von jedem Baum, alles, was der Band wird, können sie eten, das wird Ernte haben. Also sie haben alles, was entfehlt, aber ein Baum, den sollen sie nicht von nehmen. Und das einzige Modell ist, was hier einer von Kindern da sein, wenn sie zu den Kindern eins hat sein, sie können alles haben, aber bloß von dort Jahr, das soll ihr nicht mitnehmen. Dann kriegst du gar nicht Kinder haben nehmen von dort Roots. Aber das sind gleich bis Kinder, was sie tun. Erwachsene Menschen, dann kriegst du auch. Phönicia, oftmals. Wenn uns wird verboten, dann weit wir nicht. Wunderbar, warum nicht? Dann ist so nicht schwierig in der Tag, was einem verboten ist geworden. Also, Adam und Eva, die wir nicht gehorsam und sie wählten sich gegen Gott zu gehen. Und was der Folgen davon wir, da wird der Fluch über die ganze Welt. Für alle Menschheit. Adam wird angestellt worden, er soll wird angestellt für den Garten, er wird kicken für alles, was er will. Und über ihm wird ein Helfer gegeben worden, Eva. Aber er horcht nach Ar, weil sie wieder der Erste, was ging von der verbotenen Frucht eten, und gab ihm davon. Und der Folgen davon. In 1. Mose 3, Vers 17 sagt er, in dem Mond, und zu dem Mond sagt, hey, willst du nur der früh Wort gehorcht hast und hast von dem Baum gegessen, von wo ein Eck bestellt hat, du nicht von eten sollst, wo ich mein Wort geben. Also hier gibt Gott an das Wort, dass die Erde nicht soll drehen, dass die Erde nicht soll so viel drehen wird. Dein ganzes Leben wirst du schaffen machen, dass da wird genug zu eten sein für ihn. Also nun muss Adam irgendwann aus dem Garten rausgebracht. Nu sollen sie sorgen für was empfehlen wird, für ihr Eten und alles. Und sie werden schwer schaffen machen, ihr Leben lang, für ihr Eten. Und das sagt er, da werden Disteln und Ankräut auf das Land senden, und du wirst vom Planten auf den Stab eten. Nu muss er sich selbst eten sägen, versorgen für Armen, für seine Früh. Und er sagt, du wirst viel Schweiten machen, um genug Eten zu tragen. Und schließlich wirst du sterben und war zu ihr worden. Du wirst von der Erde genommen und du wirst war ihr worden. Also hier kommt der Tod nach, er wird sterben machen. Und so ist es von der und auch noch. Wir wundern uns insgesamt, wo wir so schwer schaffen machen. Wir müssen nicht gehen, schwer schaffen für uns Leben. Und das, wo das bestellt ist von Anfang an. Das ist der Fluch von der Sinn, was Adam und Eva hatten getan. Und oftmals ist, was Gott fluch, was sie getan hatten, sie können checken, was sie getan haben, was sie gesündigt haben, fängt Adam Fuß an, alle fertig geben, fängt an zu verlegen. Kriegst du von der und nach von Menschen Sünden tun, dann tun sie fertig nach Proben zu bedagen mit anderen Sünden, was immer schlimmer wird. Und hier gibt Adam
seine Früde schuld. Und sogar Gott auch. Der für die Schuld, warum sie getan haben, was sie getan haben. Er sagt in 1. Mose 3, Vers 12, und der Mann sagt, die Früh, die du mir gibst, gib mir von der Frucht von dem Baum und ich eat. Er sagt, die Früh, die du mir gegeben hast. Von der Früh wird das gewesen, wir bist eine Früh, wo er muss sagen, Gott, die Früh, die du mir gegeben hast, dort steigt Früh, was du mir gegeben hast, da habt die Schuld an, nicht ich. Und wofür du nicht gleich so, wir geben andere die Schuld. Das ist nicht meine Schuld. Ich hätte das getan, weil es das oder dort oder Jana hat mir gemerkt, das tun. Und einfach sagt, einfach je hat die Schlange getan. Die Schlange wird mir das tun. Die Schlange sagt, ich soll davon eten und ich davon. Und hier durch diesen Sinn von Adam und Eva gibt es eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Aber Gott sei Dank, Gott mögt war ein Weg für uns durch seinen Sehen, dass wir wieder Kontakt kommen in Gemeinschaft haben mit ihm. Und ich glaube, gleich so das mit uns, wenn wir uns wählen, was gegen Gott ist, dann kommt es dazu, wo Gott sich wegdreht von uns und uns nicht mehr hören wird. So als er zu seinen einen sehen, als er gekreuzigt wir worden für unsere Sinn. Er hängt am Kreuz. Und er hat eine sehr schwere Erfahrung. Ich glaube, die ganz schwarze Erfahrung wird als er erfahren, dass sein Vater sich weggedreht hat von ihm. Und da gibt es eine Scheidung. Das sagt in Matthäus 27, Vers 46, ungefähr gleich 3 Uhr Mittag schrie Jesus laut. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verloren? Ich glaube nicht, dass Gott seinen Sinn hier verloren hat oder sich weggedreht hat von seinen Sinn, aber er muss sich weggedreht von der Sinn. Als er das sagt, dass die Welt Sünden ab seinen Sinn liegen werden, dass er muss seinen Sinn abgeben in ein Kriezchen ab so einem Weichen Staat. Das kann Gott nicht tun, das anchecken. Er muss sich weggedreht von der Sinn, von meiner Sinn und von deiner Sinn. Und wir horchen dann Jesaja 59, Vers 2, der Schrift auch, da sagt, dass da ist was zwischen Jünd und Menschen gekommen, was sie selbst verschuldet haben. Jene Sünd haben am dazu gebracht, sich wegzudrehen und nicht nur Jünd zu horchen. Also das ist unsere Sinn, wir fragen vielleicht oftmals, aber wir fallen uns, warum Gott nicht nach uns horchen wird. Wir fallen Gott so weit auf. Ich glaube, dann brauchen wir uns was fragen, wo sind wir? Haben wir uns weggedreht oder sind wir weggegangen von Gott seinen Geboten und alles, was wir uns deswegen fallen, dass da ist, was zwischengekommen zwischen Gott und uns. Aber das ist wegen unserer Schuld. Und also hat Gott uns Leben gegeben. Und in uns Leben können wir uns wählen, was wir wollen. Was wir wollen, ein Segen haben oder ein Tod haben. Den Tags, was ich mir will, das ist 5. Mose 30, Vers 19, die sehr bekannte Vers, die wir fertig hören tun. Was sagen, dass ich gebe ihnen von dir, der wohl, ob je Leben oder Tod haben wollen, ob je den Segen oder den Fluch haben wollen. Und ich kriege den Himmel und die Erde, dass sie sollen das Zeichen sein. Deswegen will nu leben, was jünt und jünt noch kommen, was gut gehen. Das hat nicht bis mit uns zu tun, was wir uns wählen. Das hat sogar zu tun mit uns noch kommen, mit unseren Kindern, unseren Großkindern. Was immer wir uns wählen wollen, die Entscheidung, die wir wollen merken, was wir uns wählen wollen, hat zu tun mit was unsere Zukunft wird sein. Und entweder unsere Kinder wollen einen Segen durchtragen können, oder sie wollen in ihrem Fluch sein. Gott hat uns verraten. Er sagt, deswegen wollt ihr leben. Deswegen wollt ihr leben. Was jünt und jünt noch kommen, was gut gehen. Also ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns in Serien wählen tun. Und wenn wir uns leiden von den Heiligen Geist jeden Tag, ich glaube, dann wollen wir uns den Serien wählen. Wenn wir denken an die Geschichten in 2. Mose,
als Moses die Israeliten hat in Ägypten rübergebracht und wird für eine Zeit lang hier gewesen, kam mit dem Boy Sinai. Und Moses hat einmal ein Verhältnis mit Gott, er ging auf den Boy ab und verteilte zu Gott und blieb für eine lange Zeit auf dem Boy. Und die Menschen da unten, die fangen sich an zu wundern und werden da ruhig und fangen an zu jammerieren, wo Moses geblieben wird. Und ging es in Moses, sein Bruder Aaron, was da vielleicht, mich speziell hitzig immer, das von heute vielleicht als angestellt worden, abzupassen, die Menschen da, oder da wenigstens bei zu bleiben. Und die Menschen da waren so ruhig und wunderten, wo Moses geblieben wird, und die sehen, dass wir machen in Gott haben. Du wirst uns machen in Gott mehr, und in dem, wem wir können gehen, das was uns wiederleiten kann. Willst das Moses? Wie wollen wir, was mit denen geworden ist? Die kommt gleich mal herauf. Wo ist der geblieben? Und auf einmal dann sagt Gott zu Moses, du bitte jetzt rauf von dem Boy, du Ende jetzt, was sei er damit an? Die Menschen, die haben sich dann gar nicht Kaufloten merken, und die beten dort an, und die haben dann sehr in das Leben, was führen tun. So gut geht man nicht. Also Moses ging von dem Boy rauf und guckt das an und sagt, was passieren wird, was die Menschen da deuten. Sie haben sich dann auch sehr damit in das Leben gewählt. Und so Moses sagt auf jeden, der wird sehr da. Moses frug Aaron, in 2. Mose 32, Vers 21, Moses frug Aaron, was dadurch fällt die, dass du anhast, so eine große Sinn geführt, und so eine große Sinn geführt. Also er sagt, was haben die Menschen getan, die das wirst tun? Und Aaron sagt, mein Herr, sieh mir gar nicht so da. Du kannst das Lied. Wo leicht er sich dort schlechte Hand geben. Also er folgt der Lied der Schuld, er sagt, Moses, du weißt, wo diese Menschen dort haben, du hast was lange das Haupt gewasst. Der gehen so leicht nur das Schlechte. Und wollen ihm danach proben zu beschwächen, er soll nicht so doll sein, was da passiert wäre. Dann sieht Moses, die Menschen, die sehen einfach, merk ans Gerda, der fahr ans Gonen willst, wir weiten nicht mehr, was mit Moses geworden ist, der Mann, der uns aus Ägypten rüberbracht. Dann seht ich, nehmt das Geld auf, was die trauen, und bringt mir das. Also alle Geld, was sie an ihre Halse haben, und ihre Arms und was immer, und bringt das nicht mir. Dann seht ich schmeißt das 4 nennen, seht das Kalf kommt da raus. Hier probieren nach Geschäft zu lesen. Er sagt, ich schmeißt das Geld, ich schmeißt das 4 nennen, und kommt das Kalf da raus. Das ist, was passiert wird, das hat nicht ich getan. So hier probiert er mit einem großen, mit Lees, das bedenken, was er getan hat. So er versucht noch, das zu verlegen. Da wir oftmals so gestart, wir probieren, unsere Sinn zu bedenken mit anderen Sinnen, mit Lees. Das sage ich, wenn wir trägen, in 2. Mose 32, Vers 4, wenn wir trägen, dann sagt, nahm dich und schmäht ein Kalf von dort, mit 10 Gerätschaft. Und dann sehen sie zu Israel, das ist der Gott, was ich aus Ägypten mitgebracht habe. Das Kalf, das der goldene Kalf, was ich gemerkt habe, oder was Aaron gemerkt hat. Das ist der Gott, was ich mitgebracht habe aus Ägypten. Und dann sagt er, sie sollen nächsten Tag tätig zum Morgen kommen, dann wollen sie dessen Gott, ihren Gott anbeten. Sie wollen ein Altar merken, und dann wollen sie dort anbeten. Dann haben sie einen großen Tanz und eine Party sozusagen, und beten dessen Gott an, den ihren Gott, was er gemerkt wird. Und was die Folgen von dort wird, wenn er dort lesen wird, was es gibt davon, was Moses ist, mit den Hunden deed, sieht er, sie sollen sich wählen, wem sie wollen. Wer der Gott will, der soll nach Arm kommen, der andere, der können wieder an der Seite bleiben. Also die Menschen, die sich gewählt haben, der Moses in die Seite kommen, der wird geboten, der sollen gehen und all der anderen anbringen. Also den Tag wurden 3000 Menschen angebracht. Für das, was passiert wird. Und auch Vers 35 sagt, der Herr lässt eine schwere Krankheit über das Volk kommen, wegen ihrer Sinn mit dem Kalf, das er gemerkt hat. So oftmals kommt verschiedene
Krankheiten kommen da ab, oder was immer das mag sein, dass wir uns willen doen te doen, wenn wir gegen Gott gehen doen. Von der Tag hier wir auch von verschiedenen Krankheiten, was da abkommen doen. Nie Krankheiten, was der Doktor nicht weiten, von was der Kampf, wo sie nicht rot verhauen. Und ich glaube, das ist oftmals wenn es unsere Eierhörsamkeit, die Dinge, was wir uns willen te doen in uns Leben. Und ich glaube, oftmals kann es von den Dingen kommen, die wir uns willen te doen, wenn wir gegen Gott gehen, dass ich all sein wird. Aber wir geben auch verschiedene Dinge fair, oftmals, woran wir so tun, was wir tun. Es ist einmal hier Menschen sein, dass wir, weil sie finden, was wir das merken tun. Der Devil made me do it. Können wir nicht halten. Das ist zu stark. So geben wir auch fair. Ein Ding nach das andere. Woran wir sind, das zu sein, woran wir die Dinge tun, was wir tun. Ja, wenn wir lesen, das von das junge, reiche Lehrer, was einmal nach Jesus kam, und was in Markus 10 geschrieben ist. Du wird ein junger, reicher Mann, der kam ein Tag, als Jesus zu durchkommt, der kam da nach Jesus, der sagt, er kam der Hand gerannt und frug, was er muss tun, um selig worden. Also er wird wirklich bedürft, also er kam nicht der Hand gegangen, der sagt, er kam der Hand gerannt. Als Jesus war ab dem Berg, wie kam ein Mann nur arm gerannt, sagt er. Kann er sich verarmen und sagt, Gott, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben, das ewige Leben zu gewinnen? Und er sagt, du weißt, Vers 19, du weißt die Geboten. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, du sollst keinen anschmieren, du sollst Vater und Mutter ehren. In Matthäus 19, Vers 20 sagt der junge Mann, sagt zu ihm, das habe ich alle getan, das habe ich alle gehalten. Was fehlt mir nach? Also er wird mit self-righteous. Er sagt, ich habe alle getan, alles was er braucht nicht, was er fehlt nicht, haben selig vor. Das habe ich alle getan von jung an. Aber er sagt, was fehlt mir danach? Und das war das Wichtigste wir für ihn. Jesus sagt zu ihm, wenn du wirst vollkommen sein, dann go und verkauf, was du hast. Und gib dort zu den Armen. Und du wirst einen Schatz haben im Himmel. Und dann fall ich mir nur. Also dann wirst du die Reise zu mir nur fallen, wenn du was getan hast. Aber das kann der Mann nicht. Der Mann lässt den Kopf hängen und ging traurig weg, weil es heiraten gerautet Familien. Hier ist zu sein, Gott hat ihn gesehen mit viel Reichtum. Und mit viel Hahn, als es nicht mit euch. Das kommt von Gott. Gott sehnt uns oftmals mit viel. Aber deshalb, ich glaube, deshalb hat dort vielleicht sein Gott gemerkt. Er hat dort gedient, das Geld. Und nu dat Gott sagt, dass er soll das Geld abgeben und das der Arme geben, dann am nur fallen. Aber das merkt ihm traurig. Er hängt den Kopf auf und ging weg. Er will nicht wollen, uns dort abzugeben, was von der Welt kommt. Aber er wird zu tun, um sein eigenes Leben. Und das junge Mann kann sich wählen, Jesus zu wählen, am nur zu fallen oder sein Geld. Aber traurig ist es zu sein, dass er ging weg und er will sich sein Geld. Ich glaube, das ist sein Gott. Das ist sein, dass in 2. Mose 20, Vers 3, je dürfen kein Gott haben wie mir. Gott will haben, wir sollen arm sein und das nicht. Und ich glaube, er hat das erste Boot gebrochen. Der Chef sagt, wenn wir schuldig sind an ein Boot, dann sind wir schuldig an alle. Die sollen das kein Gott haben wie mir. Und das ist das erste Gebot. Und wenn wir die Geschichten mit so der Länge denken tun, von was das junge Mann sich wählen tut, und was Jesus sagt, dass er gesagt hat, was am Fehlen tut, am selig worden,
Hij ging treurig weg. Maar wat deed Jezus? Hij leidt den Tag. Hij rannte heran und sagt, hey, junger Mann, du bist Messbetrag, komm, dreh. Hij kijkt ihn durch ver und probt in drei te rieten und sagen, hij soll das tun, um gefallen, dass hij kan seilig worden. No, hij had een wist gesagt, was hij soll tun. Hij leidt den wählen, sich te wählen, was hij wil. Und wir hier noch nicht in der Schrift eins, wo es sein, dass das Mensch seilig geworden wäre. Ich habe mal eine Geschichte, ich hatte mir mal vertelt von einem jungen Mann, der hat auch einen Plan, hat in seinem Hort, er will reich werden. Er will in seinem Leben, er will auch noch mal reich werden, er will sehr reich sein. Und das schafft er für. Das, wo er sein Ziel abgesagt hat, und er schafft er für, sehr schwer. Und das geht auch sehr lang, dann wird der Mensch reicher, und er wird sehr reich. Aber es kein Betrug, wo er einmal, dass er sehr reich wird, und checkt, wo er wird, und muss er sein, dass er hat alles verloren, wieder das Geld. Das Geld hat er nicht alle. Er hat einen großen Klappen Geld abgerobt und hat seine Familie verloren. Gott hat ihn gesehen mit einer Familie, mit einer Frau und Kinder. Aber der hat all seine Zeit an das Geld gespendet, dass der Frau und Kinder wieder über dem verloren, und wieder allein mit das Geld. Und ich glaube, so der auch, wenn wir uns auf irdische verloren tun. Gott gibt uns die Freiheit zu wählen, was wir wollen. Und wenn wir uns vor dort wählen, was wir uns hier taugroben, dann wollen wir allein bleiben mit dort. Und auch von der Geschichte von David. Das hat uns wirklich zum Jammern über die Entscheidung, die David sich merken hat in seinem Leben. Wir sind alle sehr bekannt mit denen seine Geschichte. Das sagt, dass eine Zeit im Jahr aus der, eine gewisse Zeit im Jahr, wo die König zurückgehen, um zu kriegen mit ihren Feinden. Und als das mal aus der Rückgegangen wären, zum Kriegen, David hat sich eine Entscheidung gemerkt, er will treu bleiben. Er will nicht mitgehen mit seiner Armee. Er bleibt treu. In 2. Samuel 11 ist die Geschichte. Das sagt, David bleibt über die ganze Zeit in Jerusalem. Die ganze Zeit, was angeht, er bleibt in Jerusalem. Und dann ein Tag, auf einmal eines Abends, das er doch wohl nicht schlafen können, aber einmal, er war sehr unruhig, stand er ab und ging auf seinen Tag ab, auf sein Haus, und ging da am Tag ran und checkte auf einmal und sagte, dass du wird eine Früh, was sich der Boden teilt. Und du möchtest die rechte Entscheidung. Er hat ein bisschen an den Weg checken, den Tag loten, der ignoren und weggehen. Aber der Feind, der hat eine Macht über Arm. Und er wie der König, also er kann Menschen schicken, die in den Arm bringen. Und das, was er tut. Er wundert, wer das wir, wer dafür wir. Er sagt, seine Knechte sollen gehen, utfängen, wer das früh wir, und wem der Gehirn tut. Und kommen sie rein und sehen sie, dass wir der Uriah seine Früh. Das wir eine befriedete Früh. Und er wissen das, auch wenn der wem Gehirn tut, dann die hätte nicht arm. Nu ging den zijn plan wieder, wat hij wil doen met dat hij dat wil kriegen. En hij plan dat Uriah wordt uitgemerkt worden im Krieg. Dat van daar stoot weer dat ze vrij. En dat is wat hij deed. Hij laat Uriah doodmerken. En hij kan Uriah gaan, dat weer een van zijn beste vrienden. Hij laat hem doodmerken, bloß voor dat wens dat ze vrij. En ik geloof dat wir vielleicht lang irgendwo hij dat deed, hij wird nicht doen, wat Gott am haben will. Er will auf den Rechten stehen. Er will sich auf den Rechten stehen zu sein. Und da hat der Feind die Macht gekriegt, über Arm. Und als er das alle getan hat, der Sinn begonnen hat, dann schickte Gott Nathan, der Prophet, nach David, zu sagen, was mit ihm passieren wird. Und er fängt an mit einer Geschichte vertellen an. Er möchte, dass hier von ein bisschen eine Geschichte wird. Fängt an, dass er wieder in Reckermann einmal in einer Stadt, in Recker, in Ammermann. Der Reckermann hat viel Schub und Fei, aber das Ammermann, der hat bloß einen Schub. Und das Reckermann kriegt auf einmal Jas, und das hat wohl eine Multitreib merken für diesen Reckermann, sie dann steht von seinen einen Schub nehmen, der denken, das sind Armen, und dann nehmen den einzigen Schub, was er noch hat. Und dann seine Jas eine Multitreib
bereit zu merken. Und so vertalte David die Geschichte von dessen, sagt, wo dumm das Mensch wird, wo schlecht wie ihr warst. In David, in 2 Samuel 12, Vers 5, sagt, dann wird David sehr doll über den Mann. Und er sagt zu Nathan, so sicher aus der Haare lebt, hat der Mann den Tod verdient. Also er weiß gleich, was viel zu tun für diesen Mensch, was das getan hat. Aber Nathan sagt zu David, du bist der Mann. Du bist der Mann, von dem, was ich reden darf. Er sagt, nu hör ich mal, was der Herr Israel, ihr Gott, zu dir zu sagen hat. Er sagt, ich habe die zum Knecht über Israel gesagt, und ich habe die soll sie in der Macht geraten. Also er hat viel für den getan auch in seinem Leben. Er konnte zurückgehen und vertalen von viel Geld und Segnungen, die Gott ihm gegeben hat. Aber er hat sich gewählt, das Ding zu tun. Erstens, dass er hat Uriah lassen aufmerken im Krieg mit einem Schwert und an seine Frau zu nehmen. Und antwortet über dem auch sehr leid. Er wusste, dass er hat gesündigt gegen Gott. Und der Prophet sagte ihm, deswegen sage ich nu, dass du in die nu kommen worden nie nicht ohne dort schwert leben. Dort das willst du mir nicht geacht hast und hast Uriah den Hethiter seine Früh genommen für die Salz. Dann sagt er in der Haar, sagt er noch wieder, ich war einen großen Schaden, loten ab die kommen von einem aus deiner Familie. Also da wird viel Schaden kommen ab seiner Familie. Und Gott sagt ihm, wenn andere eins wird gefehlt haben, er wird bis han Brück sein, ich würde ihm gegeben haben, was am fehlen ist. Alles, was am fehlen ist, würde ich ihm gegeben haben. Und als David über das alle neu gedacht hat, und dacht, was er getan hat, dann stand das selbst da. In Vers 13 sagt, dann sagt David zu Nathan, ich habe je den Herr gesündigt. Er hat keine Ferien, das ist wie euer von Lesenden von verschiedenen Ferien. Er hat nichts fertig gegeben, er sagt, was ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt je in dem Herrn. Und Nathan sagt, der Herr hat ihnen Sinn vergeben. Das ist die gute Nachricht, was er kriegt. Er hat ihnen Sinn vergeben. Wahrscheinlich ist das zu hören. Und er sagt, du warst nicht dafür gestorben. Aber das Kind wird sterben. Sie hatten ein Kind, was sie zur Welt gebracht haben, durch was sie getan haben. Und er sagt, das Kind wird sterben. Willst du den Herrn veracht hast? Dann hat Nathan genug, hat ihm alles vertalt, was er zu sagen hat. Das sagt, dann ging Nathan nur sein Haus. Und dann fuhrst du ab. Und der Herr brach eine Krankheit ab das Kind. Also das Kind hat der braucht nicht lange lernen, was Gott wird tun zu ihm. Fuhrst nur her. Als das Kind nicht geboren wird, brach Gott eine Krankheit ab das Kind, das wird krank. Und das wären die Konsequenzen, was David muss leiden. Und er leiden, durch was er getan hat. Und der Fall fängt von seinem Kind an, von dem Kind, was geboren wird. Und sie hatten das Kind viel Leif, und David besonders. Als der Geschwister, das Kind todeskrank wie er hat gehört von Nathan selbst, dass das wird sterben. Und das Kind wird sehr krank, und David ging und bet und fast, er ging grüt ab ihr, und schmutzig ab ihr, und fasten und beten, dass Gott wird sein Mind changen, dass das Kind wird leben. Also die seine Döner, die wissen nicht mehr, über dem starb wird nur 7, der starb das Kind. So, seine Döner wissen gar nicht mehr, wo wir David das sein. So sei angehen, dass hier mit der Krankheit von das Kind, was wird er tun, wenn er hier nur das Kind gestorben ist. Und David sagt, dass die Stelle ist der Fürsten deuten, dann fragt er, von was redet ihr? Ist das Kind gestorben? Sagt sie, ja, das ist gestorben. Dann der David wird bitter geweinelt. Dann jetzt steht er ab und kann sich seine Haare und warsig und merkt sich rein und jetzt eten. Dann wundern die Menschen sich, na, was ist eigentlich mit David? Als das Kind noch leben leid, dann der hier fasten und beten und nu dat je gestorben is, nu is er rennen, merkt sich rein am Eten, war er nicht eten, nu ist er so sorry. Die Frauen sagen, was du eigentlich hast mit ihm, dann sagt er dort, dass
Er hat gesagt, vielleicht wird Gott sein Mind changen, wenn er beten, wo das Kind leben lassen. Aber er hat nicht haft, dass genommen, dass als gestorben. Und ich konnte nicht merken, dass es soll zurückkommen. Aber ein Ding kann ich tun. Ich kann leben, dass ich kann durchgehen, wo das Kind erst angenommen werden. Und kriegst du kein wie. Der Gott nur ich wie, dass wir kein Charakter sein. Wenn von uns wer gestorben ist, vielleicht wem wir sehr live haben, wir können trüren, die eben tun, was wir wollen, dass der Mensch, der wird nicht zurückkommen. Den können wir nicht zurückbringen. Aber was wir können tun, ist, wir können uns eigentlich merken, und ans Weich anstellen sein, ich kann durchgehen, wo das Kind angenommen ist. Und das sagt Gott nur recht. Und als David gehört hat, dass aus seiner Familie wird viel Ari vergehen, da wird aus seiner Familie genommen worden, wo das von angefangen wird. Und wir hören von seinen ältesten Sehen, Amnen, was er deed. Er mir eine ganz schlechte Entscheidung. Er hat eine Stiefschwester und er raped die. Er nahm die mit Gewalt. Und das kostet Amnen sein Leben. Wir haben ja gehört von das eine, das schwierig wird immer von entgehen. Die Armen wollen immer eine Gefahr sein, ein Lebensgefahr sein von Mord. Und das sage ich, es Absalom, das hier, der dort Amnen seine Schwester geraped hat, von da an fängt er an zu planen, dass er will den sein Leben nehmen. Und er deed auch, dass wir ein paar Jahre später, als er gelernt hat, nahm er das wahr und er mögt seinen Bruder tot, er leidt seinen Bruder tot mehr an. Und all das werden alles Folgen von der Entscheidung, was David sehr früher getan hat. Da kann man sagen, wo wichtig das ist, rechte Entscheidungen merken. Und wir können uns wählen. Wir haben die Freiheit zu wählen, was wir wollen tun, wo wir wollen Entscheidungen merken. Wir wollen arten, was wir sehen, sagt die Schrift. Hier Vers 8 sagt, ich habe auf Pferden gesehen, dass die ihr schlachtet, entpflegt und Trübel sehen det, kriegt dort in der Arn 3, kriegt dort in der Arn 3, kriegt dort, was er geplant hat, gesät hat. Aber wir können Mut führen, wir können viel Mut führen, wenn wir eine Entscheidung gemerkt, wo wir, was die Entscheidung, was uns leiden, der tam Sinnen dann gegen Gott verjährt uns unsere Sünden. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, also das Bruch bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und verjährt uns der Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Oftmals fallen wir uns so an, wenn wir eine Sünde begonnen haben für Gott. Und der Wort wird besonders. Aber er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich rede diese Weg mit einem Freund, mit dem ich viel gelernt habe in der Vergangenheit, in der letzten Wochen. Er kam zu mir und er frug nach Halb. Er sagte, er worried so sehr über seine Entscheidungen, die er gemerkt hat in der Vergangenheit. Er frug nach Halb. Er sagte, was muss er tun? Und ich glaube, ich wusste nicht, ob ich das wohl Trost geben oder was. Und ich sagte, well, die Schrift sagt, dass wir wollen arten, was wir sehen tun. Und wir dann stellen und sagen, du willst er so sehr von hören, von was er wird arten. Er will viel aber von Gott seine Gnade hören. Und ich sagte, das ist sehr gut, dass wir das können weiten. Der Schrift redet von Gott seine Gnade. Er ist uns gnädig und er verjährt uns von unseren Sünden. Und ich sagte, der Gott denkt wir, dass wir nicht allein bleiben, um das zu betonen. Also, ich sagte, wenn wir haben Dinge begonnen ans Leben, wo wir uns haben verschiedene abgelohnt, die Schrift sagt, dass wir sollen einer den anderen die Laster halten drehen. Und Jesus sagt selbst, dass er wird uns halten drehen. Wenn wir schwer beladen sind, bedreckt sind, wir können ankommen, er wird uns Ruhe geben. Wenn wir uns mal fragen, wo stehen wir? Wo sind wir? Was tun wir für Entscheidungen merken? Wenn wir uns die Fragen alle selbst stellen, was das zum Sehen bringt, was uns zum Sehen bringt, er Tod. Das ist 5. Mose sein, dass ich gebe ihnen von der wohl. Und ich glaube, das können wir uns auch mit nach Hause nehmen. Wir können uns von der wählen, was wir wollen tun. Und nicht bloß für uns selbst, sondern was Gott tut für unsere Nachkommenschaft.
dass sagt, du willst jünt leben, was jünt in jüne nur kommen, was gut gehen. Das ist, was mein Wunsch würde sein für uns alle, dass wir uns in Serien wählen. Wir können in der Schrift alle wegen lesen, was den Serien bringen, was den Fluch bringen. Also das ist nicht, dass wir nicht weiten, was wir uns wählen sollen. Wenn wir uns leiden von den Heiligen Geist, der wird uns erwiesen, als wir rechte Entscheidungen merken, erreichte. Wir werden am Schluss noch zu beten. Großer Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns auf so vielen Städten denken helfen, dessen Wiesen, dass du was haben, wir sollen rechte Entscheidungen merken ans Leben. Gott, willst du was uns sehen, dort aus dein Verlangen, wie aus deinen Kindern, du was uns sehen, dass uns kann gut gehen mit unserer Familie, Herr, in der Zukunft. Gott, ich danke dir, was du uns von der Samaris gewesen hast. Ich danke dir, was du mir gewesen hast, Herr. Dort helpt einem denken, was einer sich wählen soll. Gott, dass wir nicht brauchen, Trägheit in uns Leben sein, ich habe rechte Entscheidungen gemerkt. Und das ist vorbei. Gott, halt uns von der, wann wir nach der Zeit haben, von der ist nach der Gnadentag, dass wir können uns wählen, was wir wollen tun. Wiest du uns, Herr, jeden Tag frisch, wies uns deine Gnade, dass du uns jeden Tag nur besten, dass wir die können haben, dich bieten, uns leiden, durch der, was immer wir gehen, was immer wir tun, als wir in der Arbeit gehen oder als wir tüß sind, was immer das mag sein, lehr dir uns und führ dir uns, Herr, dass wir gesehen werden von dir, wir brauchen die jeden Tag. Und ich danke dir, Herr, dass wir die gelernt haben, dass wir die kommen. In den Dom bitte ich mit Danksagung. Amen.